Jawohl und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Jawohl! Wir spielen Luigi's Mansion 3. Es ist Halloween und Halloween heisst, Geister, Spooky und Horror und der ganze Schwachsinn, den ich eigentlich hasse, aber es heisst halt auch Luigi's Mansion und das Prachtstück kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Und das versteht ihr sicher. Ich weiss, es war ein bisschen ruhig in der letzten Zeit auf dem Kanal. Wie auch die Videotitel Klammer Silent es schon gesagt haben. Aber ich kann euch einerseits die paar Wochen, oder Wochen, zwei ist jetzt her gewesen, Zeit geben, um einerseits Zelda fertig zu schauen, mein letzter Let's Play, auf dem hier oben rechts gesendet, das nochmal, wenn ihr wollt, nachschauen. Ja, dass ihr alles könnt nachschauen, vielleicht wieder schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, oder noch mehr wollt sehen. Und naja, ich wollte nichts mehr Neues anfangen, ich habe gewusst, dass Halloween kommt. Luigi's Mansion 3, eines von den, ja, meist erwartendsten Spiel von diesem Jahr, kann man glaube ich so sagen, oder? Ich würde sagen, ja, weil das allererste Luigi's Mansion damals auf der Gamecube war ein riesiger Hit. Ah ja, ist das so riesig? Ja, es war geil, ja. Dann genau Luigi's Mansion 2 auf dem 3DS, wo ich wollte nicht sagen gefloppt hat, aber naja, es ist mit Abstand nicht so erfolgreich gewesen wie es 1, würde ich mal so sagen, beziehungsweise hat es so appreciated von den Fans, was weiß ich. Es ist ein völlig anderes Spielerlebnis gewesen, durch das es halt auf meinem Handheld war und nicht auf der Konsole und auch mit der Steuerung und bla bla bla. Es war einfach nicht mehr das Gleiche gewesen. Und jetzt kommt es mit dem 3 zu einer Neuauflage. Einerseits auf meinem Handheld, weil die Switch ist ein Handheld, andererseits aber auch auf einer Konsole, weil die Switch halt auch eine Konsole ist. Ja, normalerweise ist die Schrift grün und das 3 goldig, grün, orange, gelb. Warum jetzt nicht? Egal. Es geht los. Wir spielen Luigi's Mansion 3. Viel Spaß. Seht ihr nicht? Ich werde er hat links so. Dass keiner einen Switch dabei hat? Jo! Was ist denn das für ein Köter? Wie mein Hund auch. Wir sind angekommen. In diesem Hotel spielt sich alles ab. Wir sind nämlich in einem Hotel. Und nicht mehr in einer Mansion. Let's go! Idiot. Man sieht den Charles Martin einfach vor sich. Wenn man ihn mal gesehen hat, in echt, dann kannst du dir nur noch vorstellen, wie er literally das Zeug redet. Weil es sieht einfach so nach ihm aus. Wunderbarer Mann. Wow! Drei Stück? Ja. Also nein, stimmt nicht. Kleines, herziges Intro. Wow. Mehr auch nicht.
Oh yeah. Ganz nett haben sie hier. Oh. Wir werden erwartet. Oh, here I go. Hat sie die erste Fräulein noch rechts gesehen? Die ist nicht gelaufen. Die ist geschwebt. Und der Typ an der Rezeption sieht mir auch ein bisschen verdächtig aus. Und wir spielen Luigi's Mansion, das heisst, wir spielen Luigi! Oh yeah. Und nicht Mario. Der Typ, das hat jetzt auch X drücken. Luigi, wo willst du denn hin? Lass uns nach Rezeption einchecken. Oh, Peach kann reden. Ja, also, ich kann laufen. Jo, aber ein bisschen langsam. Warum bin ich so am Höseln, am Tabbeln? Mario, was willst du das mal sagen? Oh. Hey, bro. Oh. Doggy. Hey Bro und Doggy. Ja gut, sie können reden, das ist auch neu. Hey Bro, Doggy. Der Hund ist eigentlich ein Geist, ich kann durch ihn durchlatschen. Aber er kann unseren Stoff essen. Naja, ich lasse euch das Maul machen und gehe zu der Peach. Hi! Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und so wunderschön eingerichtet. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Der Aufenthalt gewonnen, wir erinnern uns, Detektiv Conan. Jedes Mal hat der Onkel Kogoromori irgendetwas gewonnen. Hi! Oh, was bist denn du für einer? Ich komme den Tots helfen. Hey Tots! Geht's für euch? Oh, Prinzessin Peach, das ganze Zeug gebraucht, das sie hier gepackt hat. Luigi. Oh, hey Luigi. Ah, oh nein. Classic Toad. Kollege, braucht ihr Hilfe? Mein Kopf geht fest, ich komme nicht mehr raus. Wow. Ja, also jetzt nochmal. Ja, ist vielleicht sogar besser so, dass der Kopf da bleibt. Egal. Hallo du da. Hauptsächlich noch schnell auf die Glocke drücken. Er ist willkommen. Geil. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Ich glaube ja. Thank you. Thank you. You got room number 1. Tevitara. Hat sie jetzt etwas gesagt? Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Ning ist Noah. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin Inhaberin dieses Hotels. Yano-san Rashu. Was rettet dir? Da wollte ich unbedingt rausfinden. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr alle meine Einladung gefolgt seid. Sie hat mich eingeladen. Ah, das ist schon die ich vorhin gesehen habe, oben rechts. Das kann sie entsprechend sein, Entschuldigung. Nansum. Ti Mako. Gehen wir doch erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein und das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Du meinst der Typ da? Bei VIPs gehört es selbstverständlich zum Service. Gewisse Hotels gehört es standardmäßig zum Service. Nosfa. Genauer gesagt kommen VIPs ein so erstklassiges Rundenpaket, das hier ganz einfach gehen wird. Gehen wir? Ich hätte mit Hören und... Gesundheit. Mit Hören und Sehen eigentlich gar noch ein bisschen gebraucht. Könnt Ihnen, ihr Opfer. Oh. Ja. Und Frisur jetzt hier, es wird eng. Oh yeah. Ah. Nice. Oh yeah! Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der rechten Seite gegenüber dem Zimmer eingerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Hey. Okay, die böse Lache hat es jetzt vielleicht nicht gebraucht. Entschuldigung. Ah. Bye bye. Okay. Bye. Tschüssi. Night night. Night night.
Ich liebe es, wie sie reden können. Ah. Ah. Oh. Alles noch eingestellt, und ich muss einstellen. Hoffe, der Ton und so weiter ist okay. Sonst sagen wir es. Wow! Ich habe ja einen voll edlen Schuppen verwünscht. Junge, ich war ja schon im Barhotel, aber so goldig habe ich es jetzt also noch nie gehabt. Ui, und ich tue immer noch auf der Zechenspitze laufen. Wieso? Ich muss ins Badzimmer schauen. Das Wichtigste, was mir nachkommt, mal einen guten Schiss. Lassen wir sein. Junge, wie klein bist du? Da kommt nur Luft raus. Okay, auch gut zu wissen. Ja, du Liebe, ja, bist du Liebe. Ich wette, der ist der Endgegner. Ja, mehr kann ich in meinem Badzimmer irgendwie noch nicht. Oh, die Heizung. Ja, das ist schon ein Klassiker. Hey! Okay, kann nicht. Nett. Oh, Entschuldigung! Hoppala! Nein! Draus, oi. Oh. Alles 3-4 Mal auftun. Jo, ich kann alles so umkicken. Früchtegeschenkkorb. Wieso hat Luigi jetzt gerade verschrocken? Ja gut. Der Dumme sagt, ich muss das Buch anschauen. Wollte ich gerne, aber ich kann irgendwie nichts drücken. A macht nichts und so weiter. Mit X kann ich interagieren mit den Sachen. Jetzt zum Beispiel. Ein Geschenk umrühren. Passiert nichts. Mit dem Hund nochmal reden. Oh nein, das ist die Schublade. Natürlich ist das, was ich machen muss, Frutsch wieder am Schluss. Oder ich denke mal, ich tue meinen Koffer auspacken. Polterpinscher, so heisst unser Hund. Ah ja. Ich kann schon mal ein bisschen das Spiel anspielen auf der Zürich Game Show, wie immer. Und das ist einfach eine 10-minütige Demo oder so. Und ich habe es als recht anspruchsvoll in Erinnerung. An von der Steuerung und so. Von dem her sind wir gespannt. Der Polterpinscher. Was? Wer weiß, bei dem Eiskuchen? Was? Ja, wieso nicht? Ah. Oh, nice. Portemonnaie und Taschenlampe mitgenommen. Perfekt. Der Bass hat Rotwein. Wie es sich für eine Auslandreise gehört. Die Taschenlampe wird nicht lange Taschenlampe bleiben. Aber ein riesen Ding von einer Taschenlampe. Oh. Da hat es nur wegen dem Jö-Effekt eingebaut. Und er ist gelungen. Ja, genau so reagiere ich auch, wenn ich das Buch lese. Morgen ist die Wirtschaftsprüfung. Lesen wir alles über Derivate. Und schon wieder einschlafen. Ja, nein, Derivate sind spannend. Oh, Action. Oh. Hallo. So herzig. Die Pflanzen sind so noch nicht da gewesen. Die Ballons sind so noch nicht da gewesen. Der Nebel ist vor allem so noch nicht da gewesen. Wo kommt der scheiß Nebel her? Und das Bild ist auch so noch nicht da gewesen. Okay. Knaufrösch hat es da auch nicht drin gehabt. Gut, das durch das ja alles umkicken und so weiter, durch das alles ein bisschen bewegen, das soll zum Gruselfaktor beitragen. Nintendo, ich kann verstanden. Und die Statue ist gut. Es hat blendet vorhin beim Schauen, darum haben wir es nicht sehen, aber die Statuen sind so draussen, noch nie reingeschaut. Die Croils oder Graal, wie heißen die? Die haben den Namen, ich weiß nicht mehr. Wow, unheimlich. So, das war der Böstler. Ich entschuldige mich, aber wenn ja Halloween ist und so weiter und der Hund unten angeht, muss man schnell schauen. Das kann ja alles sein. Aber es war... Oh, sind sie ja gewesen. Okay. Okay, und in unserem Früchtenkorb wird ein verdorbener Fischenkorb. Die Knallfrösche wieder und
Die Hand wird zu einem Krallen. Bowser? Question mark. Wo haben wir ein Face gehabt vorher, ein Smiley und jetzt haben wir ein Fledermaus mit Dämonen-Face. So. Okay. Die Blumen da sind zu verdörrten Blumen geworden und so weiter und so fort. Der Peach hat gestrahlt. Ich muss das Batz immer noch anschauen. Mario. Okay. Das ist eine völlig andere Wohnung. Der Vorhang da war nicht so. Kann man ihn entziehen? Holy. Entschuldigung. Aha. Wo die Seite? Nein, sondern so. Okay, ich kann nur die Seite. Okay. Schnell Wasser anschauen. Es tut jetzt viel mehr verspritzen. Er erklärt auch die Pfütze am Boden. Okay. Hochinteressant. Toilettenpapier. Mein Toilettenpapier ist wenigstens noch normal. Die Heizung dreht durch. Oh. Sie gehen nicht. Hello. Aber gehen wir mal zu der Peach schauen. Hä? Oh. Aha. Das gute Hotel wird zu einem bösen Hotel. Das Ganze spielt in einem Hotel und jede Etage hat so ihres, Entschuldigung, eigenes Theme. Hier die ein Gepäck mitgenommen. Okay. Da ist Marius Zimmer, aber Peach hat ja geschrien, darum würde ich sagen, gehen wir als allererstes bei der Peach vorbeischauen. Und der Luigi tut immer so ängstlich, aber jetzt sogar jetzt, wo er wirklich Angst hat und rumtäbeln, tut er schneller rumtäbeln als vorher, wo er nicht so Angst hatte. Die Mütze runtergefallen. Schönes Detail. Da bin ich rausgekommen. Warum bin ich so Peach in ihrem Zimmer rausgekommen? Das ist mies, oder? Hello. Hallo. Ja, da bin ich. Warum ist der Peach in das Kofferzeugs da? Oder ist sie bei Mario im Zimmer? Oh. Bonjour. Aha. Natürlich eine Geheimtreppe. Oh mein. Ah, das macht das Ding auf. Da ist nochmal ein Mario-Koffer. Und der Mario Lappen. Natürlich Pizza. Mario sempre mangia Pizza. Immer eine Pizza stopfen. Wir kennen ihn. Das muss eine wilde Party gewesen sein hier. Heitere Fahne. Da ist ja das Loch da. Okay, das nützt nichts. Da ist eine Party gewesen hier. Vielleicht finden wir irgendwo einen Hinweis, wo der Mario eine Pizza geschrien, aber ich glaube, alle, bis auf den Luigi, sind entführt worden. Der Luftstoß. Mario hat keine so ein Dings. Maske-Dingsbums. Was haben wir da? Truhe? Hey. Ja, da ist eine Truhe. Merken wir uns, falls wir dort irgendeins rauskommen. Mario! Okay, Mario auch nicht da. Peach muss irgendwo anders sein. Finden wir raus wo. Aber ganz psst. Putzteufeli. Oh, die braucht's. Oh mein. Wir haben den Ort des Verbrechens gefunden. Oh, wir sind noch nicht beim WC bei Mario. Ei. Da haben wir wieder Kreien. Ist voll okay. Kreien, Raben. Aha, Peach hat... Oh. Sogar noch recht viel. Respekt. Respekt. Aber weit und breit keine Spur von der Peach. Oh, ihr Badzimmer. Gehen wir jetzt aus Respekt nicht schauen. Aha. Wer oder was ist im Lift? Oh, schau dir mal Luigi an. Er tut immer so ängstlich, aber
Sicher, wenn ich ihn wäre, würde ich in meinem Bett verkrüchen und hoffen, dass ich einpenne und das Ganze nicht erleben. Aber er... Ja, no, wir gehen schauen. Oh, Sarah Schreck. Wo sind deine Pupillen? Hey, Papa. Ah, unser meistgeschätzter VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ist mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung? Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Ja, kann man so sagen. Oh, Schneen. Ah, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Ganz einfach. Es gibt da jemanden, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hierher einzuladen. Sascha. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, deshalb freut es mich ungemein, ihm jedenfalls jemandem vorstellen zu dürfen. Dich. Ganz genau. Luigi, dich und niemand anderen. Hoffentlich bist du bereit. Es geht mal nicht um Mario, sondern um mich, um Luigi. Haha. Das war der Scheigeil. König Buhu. Haha. Überraschung, Luigi, ich bin das König Buhu. Dieser alte Kauz hatte mich in seinem Labor eingesperrt. Mögt ihr euch erinnern? Luigi's Mansion. 1. Glaub's. 2? Ja, 2 nicht gespielt, ich weiß nicht. Sicher weiß. Luigi's konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du hier auftauchst, aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage liegt nahe. Das erkläre ich gern. Aber ich banne deine Das erkläre ich gerne. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Buhu! Oh, no. Stimmt, damals sind ja alle in Porträts geschweißt worden. Und die musste ich zusammensuchen, staubsaugen, wie auch immer, keine Ahnung. Und schauen, ob das jetzt wieder so ist. Muahaha! Mir gefällt dir das? Absolut umwerfend, gibst zu. Und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi. Und setz dein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Oh, komm ich auch noch dran. Ja, weglaufen. Haben den anderen aber auch nicht genützt. Los, nein, Türen weniger. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Nein, nein. Nein! Bin ich Game Over gegangen? Ja. Ja. Okay. Ich bin Game Over gegangen. What? Gut. Ich bin jetzt auch nicht darauf vorbereitet, dass da ein Kampf kommt plötzlich, sondern ich habe irgendwie gemeint, da muss man nichts machen. Das ist noch ein bisschen Text und so weiter. Und ich wollte die Tür anschauen und oi. Aber dabei muss schon voll Stress und plötzlich kann Luigi rennen. Hat er vorher im Leben nicht können. Oi, König Buhu, chill mal, leben. Oi. Ja, und jetzt? Da ist meine Kappe fast runtergefallen. Mein einziger Ausweg. Der Müllschlucker. Oh no. Oh no. What should I do? Oh je. Okay. Und schon haben wir die gruselige Ansicht von Luigi's Mansion 3. Das habe ich gemeint! Die grüne Schrift mit dem orangen 3.
Schleck. Mein Hunde hat mich gefunden, mein Hunde ist Verlass. Am Luigi ist das Ganze noch nicht so geheuer. Mir auch nicht. Dann Wäschpulver. Aber wir sind ja im Wäscheschlund, wie wolltest du denn sagen, gelandet. Und dementsprechend sind wir in der Wäschküche. Genau richtig. Ich sehe Geld. Aber ich kann noch nicht einsammeln. Merken wir uns, hier unter dem Tisch. Wow. Ah. Nein, nicht runterfallen. So. Ja, ich bin immer wieder gewollt, alles anzuschauen, alles durchzugehen, aber ich glaube, dann würden wir Zeit verschwenden. Ich könnte vielleicht ein Geld finden, ein bisschen Secrets und so weiter, aber würde ich nachreichen. Ja, das ist sogar... Wow. Einigermaßen Wasser kommen, wollte ich sagen. Und dann kommt dort eine grüne Grütze. Kann ich etwas waschen? Oh. Da hinten ist nichts. Was ist da hin? Ha, Stutz. Und ein Tuch. Und Socken. Naja. Kann man von einer Waschmaschine ja eigentlich auch erwarten, würde ich meinen. Wow. Oh, da hat ein Stutz drin. Und was für ein Stutz? Hey, gib mir einen Stutz. Ich will einen Stutz. Also, Waschmaschine abschalten. Bitte an dem Rädchen drehen. Kann ich nicht. Das wäre jetzt so mein Trumpf gewesen. Ich glaube, ich muss zuerst meinen Staubsauger suchen. Mein Staubsauger ist mein bester Freund. Natürlich nach der Schnuggiputz. Jojojo. Hey, was haben die für Tücher hier? Gut, das hat ja Tour viel Zimmer gehabt. Jeder setzt sein Bettzeug. Kommt schon etwas zusammen. Schnuffeli? Ja, ist du Style. Gib mir die Donuts, komm. Oh. Ein Stutz noch rausbekommen. Kann ich noch einen Stutz haben? Nö. Fertig Stutz. Okay. Ich könnte noch umrühren, aber lassen wir jetzt mal sein. Wir gehen mal weiter in die Garage. Oh, dort hat es ein Loch. Das ist das zweite Loch, das wir finden. Ui. Was haben wir da drin? Mein Hundu. Ha, ein Scherzkeks. Aha. Oh, oh yeah. Yeah! Mit Style. Nicht so stylisch wie die Spooky Skeletons, aber hey. Mit ganz viel Style habe ich jetzt meinen Dreck weg. Oder wie ist der jetzt? Auf F8 15. Ich kann etwas anzünden. Und das dann so wie stunnen. Dann mit ZR tue ich es einsaugen. Sorry Hundu, aber Zwack. Demonstration musst du jetzt hier haben. Mit L kann ich es wegblasen. Okay. Mit beidem kann ich eine Druckquelle auslösen. Luigi hat den neuen Staubsauger gemeistert. Das kann mein Staubsauger übrigens auch. Und dem geht jetzt gegen auf Verbrecherjagd. Ghostbusters! Egal. Ja, alles können merken. Jo! Jo, Bruder, kann ich nicht? Also, nochmal. So kann ich einsaugen. Also wegsaugen. Und so. Macht Bumm. Kann man da noch etwas finden? Nein, natürlich nicht. So, yeah. Da hinten ist auch noch mal ein Loch. Hey, immer Yorashi. Bist nicht mehr du. Oh, da ist der Stutz, sorry. Ich muss den Stutz einsammeln. Sorry. Aha. Stutz einsammeln.
Okay, mit dem rechten Stick kann ich... Ist das Stutz, oder? Ja, natürlich ist das Stutz. Da hat es Stutz in dem Auto. Ich will den Stutz. Ah, die Steuerung ist ein bisschen mühsam. Ich treffe fast nicht. Stutz! Da hat es Stutz. Der Stutzbub. Wer kennt ihn nicht? Der Moneyboy, der Stutzbub. Kann ich da so drücken? Nein. So. Und dann... Ich finde die Steuerung ein bisschen mühsam. Aber hey. Mit dem rechten Stick tue ich mich um die linke, auf die... Also so drehen und mit dem linken nochmal laufen. Wow. Ist man sich jetzt auch nicht grundsätzlich gewöhnt. Nochmal aus da. Holy shit. Nein. So drehen und nein. So drehen und... So. Aha. Ein Schalter, da komme ich nachher rausnehmen. Okay, so verliert man Leben. Kann man Leben gewinnen. Boah. Da können wir nie dran, die Steuerung. Scheiße. Garage wäre auf. Also halb. Fuck. Okay, da kommt Stutz raus. Komm. Komm. Ja. Du hast noch mehr, ich weiß es. Da hat jede Menge Cash. Nein, nicht dort. Nein, da. Ja, komm. Gib. Ja. Hey, du kommst auch. Nein. So. Hey, das dauert ein bisschen, bis wir da dran gewöhnt sind. Okay. Das Loch hat sich gelohnt. Lochli. Ja, komm. Raus damit. Du da. Gib mir das auch Stutz? Nein, gib mir nichts. Aber hey, da hat es noch Stutz. Jawohl! Kann ich da noch etwas interagieren? Nein, der ist nur aus Dekorationsgründen. Rot. Du hast hier rein wollen. Kann ich echt da etwas? Nicht, wenn ich es weg tue. Nicht, wenn ich es zu mir hin tue. Nö. Umrühren! Da? Nein. Okay. Wir gehen eins weiter. Da Hunger hat es auch noch ein Loch gehabt. Aber im Gegensatz zu den anderen Löchern tut das Loch nicht leuchten. Was wohl auszeichnet ist, dass hier kein Cash oben ist zum Sammeln. Oh. Mit L tue ich den Schuss ablassen. Okay, ich kann alternativ zu A auch L drücken. Und ich glaube, die Alternative zum X ist R. Nein, umgekehrt meine ich, sorry. Ich kann anstelle von A, was ich jetzt gemacht habe, für zu blenden, auch die Schultertaste L drücken. Beides gleiche. Okay. Komm mal durch. Aha. Ah ja, X ist interagieren. Wow! Jede Menge Cash. Darf ich mein Cash haben? Ist jetzt da unten? Ah, Cash. Gut. Ich will mein Cash. Und jetzt? Ich weiss ja, dass da Luigi oder Guigi, welche Sprache auch immer das bevorzugt, da der Gitterstab easy durchkommt, da kann abschalten und dann auch die Waschmaschine in... Oh, ich bin Säbel ja plötzlich. Ha! Expelliarmus! Etwa so. Tut's. Expelliarmus ist echt noch ein spanischer Ausruf für was auch immer. Gehen wir experimentieren. Expelliarmus! Bitz. Nicht schlecht. Okay, verstehe ich absolut. Okay, ich habe meinen Dreck wegstreckt gefunden. Ich muss ja noch lernen, dass wir mit X interagieren und nicht mit A. Und jetzt gehen wir das Zeug alles mal aussaugen. Güter leeren. Bildli. Da.
Früher hast du nur noch saugen. Das ist nicht so kompliziert. Jetzt kannst du saugen und blasen und... So. Okay. Ui. Ah, da hat es Cash dran. Bist du auch Cash? Nein, das ist kein Cash. Wie viel? Das ist gar kein Cash. Ah, das kann ich nicht interagieren. Ah, doch da. Da ist Cash! Komm, komm, komm! Ja! Volo! Cash! Nein, aber eine Maus. Töten! Und Geld kassieren. Jawoll! Der seht, ich habe es auf Geld abgesehen. Ja, ich bin wenigstens ehrlich. Bam, 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 bam. Oh! Ein Blatt übersehen. Nehmen wir natürlich auch mit. So! Aber... Hey, mein Hund ist da. Okay. Und jetzt? Hat das jetzt mein Hund aufgemacht oder ich mit Blenden? Oh, yes. Oh, je nachdem habe ich eine Idee. Und zwar, wo die Maschine ausschalten mit meinem Blenden. Aber... Ich habe so das Gefühl, Luigi schaut immer ein bisschen, wo wir rein müssen. Egal. Ich glaube, für den ersten Part Luigi's Mansion ist das soweit okay. Sobald ich ein bisschen rauskomme, wie die Steuerung geht und was man da so genau muss machen, wird es dann garantiert unterhaltsamer. Aber fürs Erste, ja, ist es mal ein kleiner Einblick gewesen, so ein bisschen die erste halbe Stunde, wie auch immer, ich weiß auch nicht genau, wie viel das wird sein. Ja, cool, sind ihr mit dabei gewesen. Ich hoffe, das Spiel wird noch ein bisschen interessant, ein bisschen actionreicher. Garantiert wird es, weil die Verfolgung gesagt mit dem König Kuhu, genau, König Buhu, ist unterhaltsam gewesen. Und sonst, ja, das Hotel ist böse geworden. Ich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und